Freitagmorgen mit dem Flug SRF3 in Richtung Wochenende. Ladies and Gentlemen, hier spricht euer Maître de Cabine. Wir bitten Sie, Sitzlehne gerade stellen, während dem ganzen Flug nicht zu rauchen und zur eigenen Sicherheit den ganzen Flug angeschnallt bleiben. Danke. Hast du Köpfe von Handy ausschalten? Hat er nichts mehr gesagt? Das ist ja fortschrittlich. Nichts mehr gesagt. Ja. Das war eins der Themen diese Woche, wo wir jetzt zurückschauen mit unserem Hobbypilot, Fabian Unterreger. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Meldungen aus dem Flugverkehr zum ersten. Eben mit dem Handy telefonieren soll bald einmal erlaubt sein. Und laut einer Umfrage fordern 40% der Schweizer, dass die Dicken mehr fürs Flugticket zahlen. Was halten wir in dieser Freitagsrunde von diesen Entwicklungen? Zuerst einmal zu den Handys, Nationalrat Mörgeli. Ja, schauen Sie, da freut sich sicher ein einschlägiger Badener Stadtname, dass er auch im Flug noch Selfies machen kann, gell Sie? Und wenn das so weitergeht, ist die letzte Möglichkeit vorbei, um nicht gestört werden vom Handy, wenn es von einem Immigrant gestohlen wird, verstehen Sie? Schaut zusammen, das ist der Blick am Morgen. Man hat einen Empfang oder man hat ihn nicht. Finde es eine Frechheit, dass man während dem Fliegen nicht telefonieren darf, aber während dem Autofahren nicht. Ja. Ich mach's nochmal. Ich finde es eine Frechheit, dass man während dem Fliegen telefonieren darf, aber während dem Autofahren nicht. Man hat ihn oder nicht, den Text. Oder nicht, jetzt ist klar. Jetzt sehe ich gerade durch Nationalrat Bastian Schiro, da drängt sich auch noch führen. Sie sind ja grundsätzlich gegen das Fliegen, oder? Ja, grundsätzlich. Handy im Flugzeug erlaubt, dafür dicke verboten. Ich habe sowieso gern komisch gefunden, dass dicke Leute fliegen können. Das ist physikalisch völlig unmöglich. Gut, vielleicht sollte ich jemanden fragen, der wirklich auch viel fliegt. Simi Ammann, du kommst ja doch rum in der Welt, oder? Heiterer Beck, Handys in Luft. Ich habe es schon ein paar Mal probiert, aber bevor ich überhaupt die Nummer gewählt habe, bin ich schon wieder gelandet. Also gemischte Meinungen, das mit dem Handy im Flugzeug. Eine ganz andere Frage jetzt. Ist das denn überhaupt cool? SRF 3 Stil-Ikone Jeroen van Rooyen. Ja, Philipp, Smartphones im Höhenflug, das ist absolut sinnlos. Nur noch 40% der Jugendlichen wissen nämlich, dass man mit einem Smartphone auch noch telefonieren kann. Und das ist so 2013. Und die Sachen mit den Schwergewichtigen, die mehr zahlen sollten, was meint dort die Weltwoche, Roger Köppel? Die Dicken, die neuen Raucher, der Problembär unter den Menschen. Um was geht's? Wir von der Weltwoche haben herausgefunden, dass die Dicken die neuen Milchkühe sind, die man schamlos bis aufs letzte Hemd ausziehen kann. Und das wollte ja niemand sehen. Gut. Zum Thema schwierige Ästhetik. Das Millionärs-Ehepaar Beller zeigt sich jetzt hier und ihres opulenten Leben. Die haben sie bekommen in der Sendung «Die Bellers» auf 3+. Wer schaut? Jean Ziegler? Ich bin schockiert. Die Irina Beller zeigt alles, was er mit dem Kapitalismus falsch macht und was falsch läuft. Gegen mehr Schmuck, gegen mehr Autos und gegen weniger Kleider. Und gerade bei ihr, das willst du nicht sehen. TV-Bachelor Vujo Gavric, für die sind ja die Bellers so quasi ein bisschen Konkurrenz, oder? Mit der eigenen Show und so. Ich muss sagen, der Walti Beller, geile Sicht. Bei mir hat nur die Augen geblinkt. Bei ihm leuchtet immer die ganze Birne. Stimmt, da ist immer ganz viel rot. Stilgu Jeroen, geh noch mal schnell, dürfen wir das zeigen? Ja, der Walter Beller ist ein Trendsetter. Der Schweizer Millionär kleidet sich 2015 gern mit einer stillosen Russin, eignet sich eine vulgäre Sprache an und sorgt mittels Alkohol dafür, dass der Kopf immer elegant aprikorot schimmert. Aber schon ein bisschen klischeehaft, oder, die beiden? Die Frau aus dem Osten, die sich von einem Schweizer Millionär haushalten lässt. Simi, du hast ja auch eine Russin geheiratet. Osteuropäerinnen, so geil. So kann es immer mein Gewicht behalten. Das ist bei mir wichtig, dass ich das behalten kann. Weil meine mehr und mehr Schmuck und Autos will, habe ich einfach kein Geld mehr fürs Essen. Zum Glück ist Freitag.